Projet de loi de l'honorable Herr Maurice Bauer. Herr Bauer. Merci vielmals, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wir heute ein besonders groß freudig als Rapport de Projet de loi 85 dürfen zu präsentieren. Das Projekt vom Minister von der Fonction publique Serge Wilmes den letzten 6. März 2025 in der Chambre déposiert ist. Die Chambre von den Fonctionnaires et Employés de l'État, CHFP, hat seiner wie den 10. März das Jahr aufgehen. Am 13. März das Jahr gouf das Projekt und Kommission von der Fonction publique verwiesen. An der Staatsrat wird seiner wie den 25. März das Jahr aufgehen. Die Kommission von der Fonction publique hat das Projekt de loi den 4. April 2025 präsentiert gekriegt und ich hatte die Chance, als Rapporteur designiert zu gehen. Denselben Tag hat die Kommission auch den Rapport einstimmig angeholt. Das ist ein ganz kurzen, aber eminent wichtigen Projekt de loi. Den 21. Januar des Jahres gouf ein neues Gehälteraufkommen am öffentlichen Dienst der Regierung an der CGFP unterschrieben. Heute sind wir aufgerufen, mit diesem Projekt de loi zwei wichtige Maßnahmen von diesem Abkommensakkord vom 29. Januar 2025 umzusetzen, nämlich erstens eine Erhöhung vom Punktwert 2% rückwirkend auf den 1. Januar 2025. Mit dem aktuellen Indexwert entspricht dat ein neuer Punktwert von 23,74 € für die Funktionäre und 22,44 € für die Employés d'État. Ab dem 1. Januar 2026, also Anfang vom nächsten Jahr, wird eine zusätzliche Erhöhung von 0,5% angefordert. Die Werte gehen dann für Europa auf 23,86 € für die Funktionäre, respektive 22,59 € für die Employés de l'État. Zweite Maßnahme ist eine Erhöhung von den Majorationen für Posten mit spezieller Verantwortung oder Führungsfunktionen 7 Punkten vom 1. Januar 2025 an. Mit diesem Projekt de loi gehen Punkten 1 und 2 vom Gehälterakkord also umgesetzt, ein wichtiger Schritt für die Anerkennung von einer exzellenten Arbeit am öffentlichen Sektor. Herr Präsident, Damen und Herren, ich komme danach ganz kurz zum Avis vom Staatsrat und von der Chambre des Fonctionnaires et Employés publics. Der Conseil d'État hat an seinem Avis vom 25. März keine weiteren Bemerkungen zum Projekt de loi gemacht. Die Kommission von der Fonction publique hat auch dezidiert, all die logistischen Observationen vom Staatsrat natürlich zu integrieren. An die Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ihrerseits unterstützt das Projekt am Kader vom Gehälterakkord. Sie erinnert daran, dass die Adaptationen vom Punktwert auch auf die Gehälter von den Gemengebeamten angewandt gehen. Wie sie bedauert, dass die Erhöhung von den Majorationen nicht an den Gemengesektor gleichzeitig übertragen wird. Für all weitere Details verweisen ich auf den schriftlichen Rapport. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich soll nicht vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen dann zum Point de vue von der CSV. Ich kenne in Heimat den Akkord von meinen Kollegen von der Fraktion von der CSV an. Als CSV begrüßt mir natürlich ausdrücklich, dass die neue Gehälteraufkommens am öffentlichen Dienst der Regierung vertreten durch den Minister von der Fonction publique Serge Wilmes an der CGFP, den den 29. Januar des Jahres unterschrieben wurde. Ein zukunftsorientierten und verantwortungsvollen Akkord mit 27 Punkten, die ganz große Merit haben, nicht nur finanzieller Natur zu sein, aber auch werden erlauben, die Attraktivität von unserem öffentlichen Dienst weiter zu stärken. Das ist ein Akkord salarial, den die über 37.500 Funktionäre und Employés publics betrifft, als das exzellente Resultat von konstruktiven Diskussionen an eine partnerschaftliche Geist, wie der Minister diesen Akkord beschrieben hat, wird über die nächsten 2 Jahre rund 195 Millionen € kosten. Heute ist es für die CSV wichtig, mit einem starken Message einen exzellenten und effikazen öffentlichen Dienst weiter zu stärken, indem wir zusammen die ersten 2 Mesuren von diesem Akkord salarial umsetzen, nämlich, wie hier noch schon gesagt, eine Erhöhung vom Punktwert 2% rückwirkend ab dem 1. Januar 2025 und ab dem 1. Januar 2026, also Anfang vom nächsten Jahr, eine zusätzliche Erhöhung von 0,5%. Und ein Encouragement für mehr Responsabilität zu überholen durch eine Erhöhung von den Majorationen für Posten mit spezieller Verantwortung 7 Punkten vom 1. Januar 2025 an. Durch dieses Projekt de loi setzen wir wichtig 1 Punkte vom Akkord salarial die nicht nur die finanzielle Situation von unseren Funktionären und Employés publics am öffentlichen Dienst verbessert, aber auch die fundamental wichtige Rolle vom Service public unterstreicht und stärkt.
Gleichzeitig müssen wir natürlich aber auch an die Attraktivität von der Funktion publik denken an probieren das zu erhalten, wie weiterhin die beste Kandidaten für den Staatsdienst können zu gewinnen. Wir müssen also konkurrenzfähig bleiben, für auch weiterhin können diesen exzellenten Dienst können zu garantieren. Darüber hinaus verändern sich die Aufgaben am Staatsdienst permanent. Neue Herausforderungen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt verlangen nur mehr Kompetenzen und mehr Verantwortung. Eine Revalorisation von den Gehältern ist dafür auch eine wichtige Anerkennung von diesem Engagement. Schlussendlich ist eine Gehaltserhöhung für CSV aber auch ein starkes Motivationssignal. Sie unterstreicht Wertschätzung, die die geleistete Arbeit bringt, und trägt dazu bei, dass das Service Public seine hohe Qualität am Dienst von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten kann. Ich sage nicht vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit.